gestehen, ich bin etwas beklommen. Es ist lange her, dass ich mal vorne in der Kirche stand. Ich habe ausgerechnet, es waren 42 Jahre. Es war meine Konfirmation in der Pauluskirche in Zehlendorf, dass ich das letzte Mal vorne in der Kirche stand. Es war das zweite Mal, davor hatte ich irgendwie an einem Krippenspiel teilgenommen als kleines Kind. Ich meine als Hirte in einem Weihnachtskrippenspiel. Ich möchte Ihnen heute nicht erzählen, wie ich zur CDU gekommen bin, welche Erlebnisse und Erfahrungen ich in dieser Partei hatte, ob meine Eltern Einfluss hatten. Das alles ist für mich wichtig, aber für die Öffentlichkeit ohne Belang. Es gibt ja zur Politikerkanzel ein Pro und Contra. Herr Schaar hat mir ja ein Merkblatt mitgegeben. Dort befürchtet jemand, dass die Politiker hier nach vorne kommen und Zustimmung zu ihrem politischen Programm haben möchten. Oder vielleicht auch Parolen verkünden. Jedenfalls nicht zum Glauben an Jesus Christus aufrufen. Offen gestanden finde ich das, was Herr Schaar in derselben Veröffentlichung zugunsten dieser Politikerkanzel gesagt hat, viel besser. Und deshalb will ich die Kritiker heute enttäuschen. Ich möchte das vorgegebene Thema ernst nehmen. Es heißt ja Politikerkanzel. Es ist also ein Begriffspaar aus Politik einerseits und Kanzel andererseits. Kanzel, das heißt Kirche und Glauben. Und deshalb möchte ich versuchen, zu beiden etwas zu sagen. Und ich soll Ihnen erzählen, was mich treibt in diesem Zusammenhang. In der Politik gibt es selten Berührungspunkte zwischen uns und der Kirche. Heute war aber so ein Tag. Ich habe, bevor ich hierher kam, 2 Gesetzentwürfe unterschrieben, die beide eine ganze Menge mit Kirche zu tun haben. Beides Themen, wo die Kirche sehr viel zu sagen hat und wo wir sehr interessiert daran sind, die Meinung der Kirche zu hören. Der eine Gesetzentwurf betrifft die sogenannte Patientenverfügung. Darf jemand zu Lebzeiten festlegen, was mit ihm zu geschehen hat, wenn er schwer krank im Krankenhaus liegt, wenn er unheilbar krank ist, wenn er vielleicht das Bewusstsein verloren hat? Und müssen sich die Ärzte dann danach richten, was dieser Mensch aufgeschrieben hat? Eine unglaublich schwere Frage, die der Politik dann zugemutet wird. Und da gibt es kluge Äußerungen der Kirche von Bischof Huber zu machen. Und das Zweite war eine verbesserte Beratung bei Schwangerschaftsabbrüchen, bei Frauen, die kommen und sagen, ich möchte die Schwangerschaft abbrechen, ich möchte das Kind nicht bekommen. Und da müssen wir sehr viel mehr tun, als bisher getan wird. Und insbesondere die Beratung und die Hilfen für solche Frauen verbessern, die glauben, das Kind nicht bekommen zu können. Ich habe 3 Kinder und bin ein starker Gegner von Abtreibungen, weil wir Kinder brauchen und wir kein Leben auf diese Weise beenden dürfen. Aber zu meinem Thema Politik. Das ist mein erstes Thema. Das zweite ist dann Kirche. Warum hat die Politik so ein miserables Ansehen? Wir haben ja von Ihnen schon einige Stichworte aus dieser Woche gehört. Liegt das nur an den Politikern? Ich persönlich kenne viele Politiker, die ihre Sache sehr gut machen. In einem solchen Bezirk, in dem wir hier sind, oder in meinem Bezirk, Steglitz-Zehlendorf, wohnen rund 300.000 Menschen. Und es ist eine große Managementaufgabe für die politisch Verantwortlichen, dieses gut zu machen, für den Bürgermeister und die Stadträte. Und ich kenne sehr gute Politiker auf Landesebene und natürlich auch auf Bundesebene. Menschen, die einen 12- oder 14-Stunden-Tag haben, die selten an Wochenenden
Wochenenden frei haben und dies für einen Bruchteil des Gehaltes tun, was andere bekommen, was ein Bahnvorstand von der Deutschen Bahn bekommt. Ich will von Vorständen von Banken gar nicht sprechen. Die Bundeskanzlerin bekommt ein Zehntel dessen, was ein Bahnvorstand bekommt. Ich will gar nicht reden von dem Gehalt des serbischen Stürmerstars von Hertha BSC. Ich glaube, der bekommt auch mehr. Also es gibt gute und schlechte Rechtsanwälte. Ich bin Anwalt im bürgerlichen Beruf. Es gibt gute und schlechte Lehrer, gute und schlechte Pfarrer und natürlich schlechte, aber eben auch gute Politiker. Und ich will die Frage aufwerfen, wie funktioniert das eigentlich? Wie wird man Politiker? Und wie werden Politiker ausgewählt? Da will ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Wer als Politiker für ein Amt kandidiert, das entscheiden nicht die Wähler in Berlin oder im Bundesgebiet, sondern das entscheiden ausschließlich Parteimitglieder. Und zwar ganz wenig. Ich bin als Bundestagsabgeordneter 2005 in einer Versammlung von Parteimitgliedern nominiert worden, das waren 120. In Berlin haben politische Parteien ungefähr 30.000 Mitglieder auf dem Papier. 30.000, das ist 1% der Wähler. Und selbst bei intensiver Mobilisierung und Werbung kommen selten mehr als 20–25% von Parteimitgliedern zu solchen Nominierungsentscheidungen. Das bedeutet, ein Viertelprozent, 0,25% der Wähler entscheiden darüber, wer sie und uns alle politisch repräsentiert und vertritt. Im Bezirk, in der Kommune, die Bezirksverordneten, im Land die Abgeordneten und im Bund eben die Bundestagsabgeordneten. Die haben aber keine Schuld, diese Leute, die das machen. Das ist denen ja nicht vorzuwerfen, dass sie so wenig sind, sondern die sind verantwortlich, die sich raushalten.